alles, was ich brauche für dich in dir. Und alles, was ich hab, geb ich dir her. Und alles, was ich brauche für dich in dir. Deine Liebe stellt alles auf ein Kopf. Du kannst für mich, auch wenn ich rebelliere. Du gehst dir mit allem, was du tust, Jesus. Ich richte mein Leben nach dir. Du bist mein Versorger, du bist mein Zuhause. Du darfst meine Sorgen, du hast meine Leid. Und alles, was ich hab, geb ich dir her. Und alles, was ich brauch für dich und dir. Und alles, was ich hab, geb ich dir her. Und alles, was ich brauch für dich und dir. Find dich in dir. Find dich in dir. Find dich in dir. Find dich in dir. Wenn ich nicht alles verstehe, dich an Liebe, sie sprengt mein Verstand, fast ins Herz. Und wenn ich nicht alles verstand, hat dich an dir fest. Deine Liebe, sie sprengt mein Verstand, fast ins Wasser nicht. Und wenn ich nicht alles verstand, halt dich an dir fest. Deine Liebe, sie sprengt mein Verstand. Und alles, was ich hab, geb ich dir her. Und alles, was ich brauch, find ich in dir. Und alles, was ich hab, geb ich dir her. Und alles, was ich brauch, find ich in dir. 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 Bei ihm ist alles ein bisschen anders. Selbst Dinge, die eigentlich gleich sind, sind es bei ihm nicht. Und so ist auch seine Art, Geschichten zu schreiben, anders. Ja, fast ungewöhnlich. Denn normalerweise haben alle Geschichten etwas gemeinsam. Sie beginnen und sie enden. Das ist die einzige Regel. Dazwischen ist jeder Erzähler frei und kann passieren lassen, was auch immer er mag. Die Figuren in seiner Geschichte können sich durch ihn frei bewegen. Mit seinen Ideen haucht er ihnen Leben ein und lässt sie dadurch in unserer Fantasie farbig und lebendig sein. Doch bei ihm ist alles ein bisschen anders. Seine Figuren leben wirklich. Seine Figuren treffen echte Entscheidungen. Seine Figuren fordern ihn manchmal heraus, doch er liebt sie und so denkt er sich für jede Sackgasse ihrer Geschichte eine neue Richtung für sie aus. Er hat tausende von Ideen, um seinen Figuren den Weg zu verschönern, um mit ihnen und ihrem Leben in die Tiefe zu gehen und sie dadurch wachsen zu sehen. Dieser Erzähler hat eine ganz spezielle Beziehung zu seinen Figuren, zu jeder und jedem. Doch bei ihm ist noch etwas ein bisschen anders als seine Geschichten, die wir sonst so kennen. Seine Geschichten beginnen. Sie beginnen und beginnen, ohne jemals zu enden. Sie verschmelzen ineinander. Sie beginnen und gehen weiter, sind alle irgendwo miteinander verbunden. Bei manchen ist es offensichtlich, bei anderen ist es kaum bemerkbar. Ja, wir würden uns wundern, wenn wir wüssten, denn für uns sind gewisse Zusammenhänge jetzt noch gänzlich undenkbar.
Aber eben bei ihm ist alles ein bisschen anders. Er setzt Geschichten fort, die vor Jahren begannen. Dabei spielt die Zeit für ihn keine Rolle, denn er kann auch eine scheinbar abgeschlossene Geschichte wieder neu anfangen. Bei ihm ist kein Tag verschwendet und keine Gelegenheit versäumt. Denn seine Geschichte ist die, die niemals endet. Und sie ist besser, als du dir jemals erträumst. Und wenn du zurückschaust und dich ein bisschen auf die Art, wie er Geschichten erzählt, achtest, so wirst du womöglich staunen. Denn vieles ist heute ganz anders und vielleicht sogar besser, als du bisher gedacht hast. Also kannst du ihm auch im Blick auf die Zukunft getrost vertrauen. Sei gespannt darauf, wo sich deine Geschichte das nächste Mal wendet. Und denk daran, dass sie bei ihm immer beginnt, aber niemals endet. Sporen stand ich vor dir, vergiss alles um mich. Ich find's oft Wort nicht, wo du verdienst. Stunden stand ich vor dir, begriff's manchmal nicht. Was für ein guter Gott du doch bist. Sporen stand ich vor dir, vergiss alles um mich. Ich find's oft Wort nicht, wo du verdienst. Stunden stand ich vor dir, begriff's manchmal nicht. Was für ein guter Gott du doch bist. Du kommst zu mir, siehst noch stehen.
Jesus, zeig mir, wenn ich aufgehe. Wenn ich höre, mein Kreuz auf mich nahm. Wenn mir deine Liebe regiert, Liebe, wo mir selbst drin verliert. Jesus, hilf mir, dass Gnade in mir lag und dass die Gnade an den Alltag mir bracht. Dass in mir deine Liebe regiert, Liebe, wo mir selbst drin verliert. Mit deiner Hilfe, der Vater unsichtbar. Jesus, zeig uns, wie gnädig du bist, wie du all unsere Fehler vergisst, wie in dir du in Liebe regierst, Liebe, wo wir sind drin verliert. Deine Hilfe, der Vater unsichtbar. Dank dir, mein Gott, hab ich Augen vor dir da. Du vergisst, ich vergau zu noch schnell. Du, mein Gott, du machst Gott, ich dank dir, dass du mir vergibst, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass durch dich, wo ich Liebe regiert, Liebe, wo mir selbst drin verliert.
Leben hin, du mit uns sein. Ich will noch vor der Herzen deine Liebe finden, immer überwind jeder Hass, voller Dinge mit dir, keine Chance riskieren. Wir singen jetzt auf, was für eine Liebe sein, die weil dir die Geschichte hier vergessen. Was für ein wunderbarer Gott bist du. Lichter vor der neue Anfang. Deine Liebe schrieb jetzt alles neu, was zerbrochen ist nicht. Du schneust Leben nie, mich uns anziehen. Singen, danke Jesus. Liebe Zeit, die sagt weil die Geschichte hier vergott ist. Was für ein wunderbarer Gott bist du. Danke Jesus, wünschst du dir die Gnade für immer und Ewigkeit direkt zu Jesus. Was für ein wunderbarer Gott bist du. Die Herrlichkeit für alle sichtbar wird. Es singt alles heilig, 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 Gott ist gut. Nur ein Name hat die ganze Erde verdient. Jesus, der Retter, so vor Gottes Milieu verdient. Herrlichkeit für alle sichtbar wird. Singt alles heilig, 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 Gott ist gut. Nur ein Name hat die ganze Erde verdient. Jesus, der Retter, so vor Gottes Milieu verdient.
hat so eine mega Kraft, wenn wir zusammenkommen und unsere Stimme erheben für Gott. Das ist so etwas unglaublich Kraftvolles. Und ja, ich kann sagen, das ist echt irgendwie mir nicht so bewusst gewesen, was das so mit mir macht, wenn man so mitwirken an einem Album, aber es ist irgendwie sehr emotional, weil man darf irgendwie so ein kleines Teil dazu beitragen, dass etwas so Grosses kann entstehen. Und das macht einfach so Freude und das verdanken wir einfach nur Gott, dass er uns ausgestattet hat mit Kreativität und mit allem Möglichen. Und das wollen wir einfach feiern und wirklich einfach proklamieren, dass er Gott gehört und nicht uns, sondern wir es einfach sehr gerne für ihn machen, weil er alles für uns gemacht hat schlussendlich. Genau, deshalb machen wir das als Erklärung für die, die es nicht gewusst haben. Genau, darum singen doch zusammen mit
stand, take a stand for love. It's time to raise your hope above your whole creation. It's time to take a stand for love. It's time to raise your hope above your whole creation. It's time to take a stand for love. It's time to raise your hope above your whole creation. It's time to take a stand for love. It's time to raise your hope above your whole creation. It's time to take a stand for love. It's time to raise your hope above your whole creation. It's time to take a stand for love. It's time to raise your hope above your whole creation. It's time to take a stand for love. It's time to raise your hope above your creation. Holy Spirit, come, it's your love, it's your love. Holy Spirit, come, it's your love, it's your love. The tide rose again, so at last I could taste and see. Holy Spirit, come, it's your love. Who's like our God, the rock of ages, the one who was and is to come? Who else is there on this level? Who could compare? There is no Jesus, you are, and you will be forevermore, the King of Kings. So I bow down to you alone, for you deserve my everything. Who's like our God? The rock of ages, the one who was and is to come. Who else is there on this level who could compare? There is no one. Jesus, you
Hey, die Geschichte von Jesus, die Geschichte von Gott, die ist so viel länger und so viel ausdehnter, als du dir das vorstellen kannst. Wenn du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast, dann siehst du nur schon am Anfang, erstens ist es ein relativ dickes Buch und zweitens siehst du schon, dass es 2 verschiedene Testamente gibt. Es gibt das Alte und es gibt das Neue Testament. Und die 2 Testamente zusammen machen die ganze Geschichte der Bibel aus. Wir haben jetzt oben eine Platte taufen, wir haben jetzt oben ein Album, das wir taufen. Und auch das Album hat eine lange Geschichte hinter sich. Und warum verbinde ich die 2 Sachen miteinander? Was speziell ist an dem Album With You, das du heute oben zum ersten Mal kannst hören, live hier, es ist eine Geschichte, die entstanden ist, die seit Jahren in unserer Kirche am geschrieben werden ist. Sie ist auch noch nicht fertig. Und das ist so entstanden, dass wir damals vor einigen Jahren auf die Idee gekommen sind, hey komm, lass uns doch eigene Songs machen für unsere Kirche. Lass uns eigene Gebete schreiben, selber Text verfassen, wo wir Gott damit arbeiten. Und aus diesen Texten sind irgendwann Songs geworden. Und aus diesen Songs sind irgendwann auch Songs geworden, die du daheim kannst auf Spotify und auf Apple Music und sonst überall kannst hören. Und es sind CDs daraus geworden, die du kannst in die CD-Player rein tun und hören in deinem Alltag. Das Ganze ist aus dem Wunsch daraus entstanden, dass Gott deinen Alltag kann durchtränken und durchprägen. With You ist eine einzigartige Kombination von diesen Gebeten, die schon ganz lange in unserer Kirche vorhanden sind, und Gebeten, die ganz neu dazugekommen sind. Es ist also wie eine Verbindung zwischen der grossen Geschichte, die wir schon mit unserem Worship Ministry im ICF Basel haben können erleben, und zwischen ganz neuen Elementen, die ganz neu dazugekommen sind. Ich finde es besonders cool, dass wir Songs spielen, die älter sind, als gewisse Leute überhaupt heute oben an dieser Plattentaufe bei uns im Worship Ministry dabei sind. Und die Songs haben wir in Ehre behalten für so lange Zeit. Leute haben die Songs geschrieben, die schon damals die Gebete aufgeschrieben haben und haben zu Gott singen, und wo wir heute immer noch singen. Die Gebete haben sich nicht verändert. Wir singen immer noch zum gleichen Gott und wir werden immer noch den gleichen Gott arbeiten. Aber was sich verändert hat und was sich immer wieder verändert, ist der Stil von unseren Songs, von dem, was wir hier vorspielen. Und schau, das ist gar nicht so unähnlich wie in der Bibel. Wir haben in der Bibel einen Gott, der im Alten Testament und im Neuen Testament der gleiche Gott ist. Im Alten Testament schreibt Gott seine Geschichte mit dem Volk Israel. Er schreibt seine Geschichte mit dem Volk, auch wenn sie sich immer wieder abwenden, auch wenn sie immer wieder etwas machen, was nicht von Gott kommt und was Gott auch nicht gesagt hat. Egal was passiert, egal was kommt, Gott kommt immer wieder zu seinem Volk zurück. Die Geschichte, die du auf diesem Album hast, ist genau das. Weil auch in unserem Leben gibt es manchmal Punkte, wo wir uns von Gott entfernen, wo wir nicht mehr so noch bei Gott sind. Wir starten dort, wo wir daheim sind, in seinen Armen, und vielleicht laufen wir irgendwann mal jemand anderem nach. Aber egal, ob wir jemand anderem nachlaufen oder nicht, Gott ruft uns immer wieder zurück zu sich. Gott nimmt uns immer wieder an. Gott rennt uns nach und sagt uns, hey, auch wenn du jemand anderem nachgelaufen bist, komm wieder zurück zu mir. Und das ist genau das Überwältigende an Gottes Art. Es ist egal, wie deine Geschichte bisher gelaufen ist. Wenn du zu Gott kommst und wenn du dein Herz ihm angibst, dann wird er dich annehmen, wird dein Herz neu verändern und er wird dich wie der verlorene Sohn willkommen heißen, willkommen zurück in der Familie von Gott. Und was Gott eben auch macht, ist, ihm ist klar, dass es mit einem Moment nicht gemacht ist, dass wir nicht nach einem Moment für immer einfach bei Gott bleiben. Wir Menschen, wir sind so, dass wir uns amigs wieder ganz, ganz weit entfernen. Aber Gott sagt auch dort, schau, egal was für ein Leid das du antriffst auf dieser Welt, egal wo dass du ankommst am Schluss, egal was kommt, ich erlöse dich immer wieder neu. Und Gott hat in seiner Geschichte mit seinem Volk auch gesehen, dass es eine Lösung braucht, wie wir wieder Gott gegenübertreten als reine, als vergebene Wesen. Und genau für das hat er Jesus im Neuen Testament geschickt. Für das du deine Sünde ihm kannst abgeben, dass du vor ihm kannst retten und dass er für dich der Fürsprecher ist vor Gott. Jesus hat am Kreuz für all deine Sünden gezahlt, für all deine Lasten und hat so einen Weg ermöglicht, wie du vor Gott treten kannst und wie du zu Gott kannst kommen. Jesus ist der Weg, er ist das Licht und er ist die Hoffnung von dieser Erde und in seine Richtung sollen wir gehen. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, das passiert
nicht nur einmal, sondern es passiert immer und immer und immer wieder. Jesus erlöst uns immer wieder neu. Jesus kommt immer wieder neu in unsere Leben rein, überrascht uns neu und nimmt uns neu mit wieder auf den Weg mit ihm. Und genau das kommt in den Songs zum Ausdruck, zum Beispiel in With You oder Over Again, dass Jesus immer wieder mit uns eben Seite an Seite durch die Welt durchgeht. Jesus ist die ganze Zeit an deiner Seite. Und alles, was du musst machen für das, dass du das kannst haben, ist dein Herz aufmachen und ihn in dein Herz hineinlassen. Und genau dann passiert der Moment, wo du wirst Heim finden. Und ich sage dir, in dem Moment wirst du auch merken, dass alles in deinem Leben, alles, was du hast, dass du das einfach kannst Gott angeben kannst. Und er wird so etwas Großartiges daraus machen. Von dem bin ich überzeugt. Schau, genau diese Geschichte, die passiert, wenn du das Album hörst. Die Songs sind genau in dieser Reihenfolge so angeordnet, dass wir das immer wieder neu erleben können, dass wir merken, bei Gott sind wir daheim, bei Gott können wir immer wieder zurückkehren. Wir wissen, seine Art ist die überwältigendste Art auf dieser Welt und wir wissen, es passiert immer wieder. Gott nimmt uns immer wieder an, egal was passiert. Lass uns dafür kämpfen, alle zusammen, dass der Moment von dieser Gottesbegegnung, auch durch den Worship durch, nachhaltig unsere Leben verändert. Dass es nachhaltig etwas mit unserem Herz macht, wenn uns Gott begegnet. Weil ich bin davon überzeugt, dass Gott einen Auftrag für dich und für mich hat. In unserem Leben, dort, wo er uns angestellt hat. Und das Schönste, was passieren kann, ist, wenn die Liebe von Jesus, die Annahme, wenn die dein Leben so durchfluten, dass es für alle sichtbar ist, dass da etwas mehr dahinter ist. Dass du eben noch mehr geht als das, was bis jetzt gegangen ist. Und das kannst du heute oben machen. Schau, wir singen heute oben so viele Songs. Wir haben heute oben ganz lange Zeit für genau die Begegnung mit Gott. Und ich will dich ermutigen, dass du da oben nicht an dir vorbeigehen lässt, ohne dass du die Entscheidung nochmal neu machst, dein Leben neu Jesus anlegst. Und neu sagst, Gott, ich bin da, brauche mich. Alles, was ich habe, gebe ich dir hin. Und alles, was ich bin, soll ab diesem Moment dir gehören. Mach das heute oben. Vielleicht bist du nicht allein da, vielleicht hast du jemanden mitgenommen. Dann mach das mit einem Freund, mit einer Freundin fest. Und sonst ist unser Gebetsteam für dich da, wenn du möchtest, dass wir heute oben einmal neu festmachen. Weil heute oben geht es nicht um die Stimme, die du auf der Bühne hörst. Es ist schön, neue Songs zu hören. Es ist grandios, das Album heute oben wirklich zu taufen und rausgeben. Aber das Album ist nicht dafür da, dass wir es euch vorsingen, sondern das Album ist dafür da, dass du es kannst singen. Es geht heute oben mehr um deine Stimme, als dass es um unsere Stimme geht. Nutz da oben, komm in die Gegenwart von Gott, lass dein Herz neu verändern und sei gespannt, was alles möglich wird sein. Werb um deine Annahme. Was ich suche, ist wahre Liebe. Und ich renn bis zur Erschöpfung. Doch das ist gar nicht, was du willst. Du wirbst um meine Annahme. Was ich suche, ist wahre Liebe. Du hast geliebt bis zur Erschöpfung. Das Fundament für die Probleme. Deine Gnade entwaffnet mich. Sie trifft mich zwitzt ins Herz. Deine Gnade entwaffnet mich. Sie trifft mich zwitzt
Seine Gnade, Jesus, errettet und macht neu. Und ich weiß, und die liebt man auch. Gott, ich weiß, dass du mich liebst. Wenn die Liebe mich so fähig macht, wow, bin ich frei zum alles kann. Deine Gnade trifft mich, sie trifft mich zwitzt ins Herz. Deine Gnade, nur sehr Gott unendlich groß, lass mich nie mehr los, hilf mir neu zu verstehen, deine Gnade, sie bleibt bestehen. Gott unendlich groß, lass mich nie mehr los, hilf mir neu zu verstehen, deine Gnade, sie bleibt bestehen. Gott unendlich groß, lass mich nie mehr los, hilf mir neu zu verstehen, deine Gnade, sie bleibt bestehen. Gott unendlich groß, lass mich nie mehr los, hilf mir neu zu verstehen, deine Gnade, sie bleibt bestehen. Nur sehr errettet und macht neu. Los auf deine Stirn, mach mein Herz für dich auf, mein Herz auf für dich. Ich schließ meine Augen, los auf deine Stirn, mach mein Herz für dich auf, mein Herz auf für dich. Ich seh deine Nähe, komm
Stellt sich meine Sehnsucht wirklich bei dir? Gibst du mir einen neuen Fokus, nur du? Machst frei, nur du? Machst frei. Stellt sich meine Sehnsucht wirklich bei dir? Gibst du mir einen neuen Fokus, nur du? Machst frei, nur du? Machst frei. Kein Schritt zurück mehr, wo zu dir renne. Ganz noch bei dir sie meine Schuld bekennen. Kein Schritt zurück mehr, wo zu dir renne. Ganz noch bei dir sie meine Schuld bekennen. Es tut mir leid, und ich leere Ziel verfolgt. Der steht sich meine Sehnsucht wirklich bei dir? Gibst du mir einen neuen Fokus, nur du? Machst frei, nur du? Machst frei. Doch schaff's nicht, wie guter Mensch sein. Du zeig noch Kraft, wie viel ohne Hoffnung. Wenn ich das verstand und
Let's go, sind wir bereit? Komm! Draw me close, breathe your life in me. Stay with me. I long to
could live a whole new life awaits us now. And you're the one who brings the dead to life. Cause children, as you are a father, oh how we love you, we adore you, oh how we praise you, oh God. How we love you, we adore you, oh how we praise you, oh God. You are the healer, you are redeemer, you are the savior, our God. Your arms are open, your touch is restoring, your presence is healing, your love resurrecting. Father, you're faithful, you're patient and loving. There's nothing to wish for when we're with you. Your arms are open, your touch is restoring, your presence is healing, your love resurrecting. Father, you're faithful, you're patient and loving. There's nothing to wish for when we're with you. Wir können noch ein bisschen tanzen. Vielleicht erkennen, oder? You drown my tears with endless love. Keep my head up, straight above. Guardian and savior of my soul. Through your promise, I am
dann werden wir sie in diesem Moment vorgezogen. Es ist eine Platte Taufe, das heisst, wir taufen das Teil auch noch. Come on. Wir haben hier, für alle, die es nicht ganz sehen, ich habe es mal offen, ein sehr futuristisches Taufbecken organisiert. Und das machen wir jetzt. Aber bevor wir das machen, gibt es... wir gehen jetzt außer Atem. Seid ihr gut drauf? Ist alles gut bei euch? Alright! Nice. Hey, bevor wir das machen, gibt es noch diverse Leute, wo wir Danke sagen wollen. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir das haben können machen. Die CD, die du gesehen hast, wo du hier reingelaufen bist, das ist ein Produkt aus so viel freiwilligen Arbeit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So viele Leute haben über jetzt Jahre hier mitgeschrieben und mitgemacht. So viele Leute haben uns unterstützt und haben uns auch wirklich so die Bahnen gegeben. Und ich möchte ein paar Leute, ich kann jetzt nicht alle, die Kiste ist voll mit Dankesachen und so weiter. Aber ich möchte ein paar Leute besonders Danke sagen heute oben. Ich rufe jetzt einfach mal eins aus und dann schauen wir mal, was es ist. Als Erste, haben wir das geile Cover gesehen, das wir haben? Alright! Selin! Komm mal schnell. Selin hat das fantastische Cover gemacht, das wir unglaublich cool finden. Für alle, die die Bedeutung von dem Cover noch wissen wollen, könnt ihr nachher zu uns kommen, wir können euch das erklären, wie das genau aufgebaut ist und so. Hey Selin, du bist eigentlich Profi-Designerin, prinzipiell. Und ja, auf dem Weg, nein, also hallo. Und du hast gesagt, hey, look, ich mache das, ich habe Bock auf das und ich gebe euch dann einen fetten Rabatt für das. Hey, und das ist mega, das ist nicht selbstverständlich, dass du das gemacht hast, weil es ist deine Arbeit und du sagst trotzdem, einen Teil von dem möchte ich gerne in die Kirche zurückgeben. Auch dort, wo ich daheim bin, die Kirche, wo ich daheim bin. Ich finde das so großartig und wir wollen dir mit einem riesen fetten Applaus ganz fest Danke sagen für deine wundervolle Arbeit, Selin. Danke vielen Dank. Und damit du das dann in Frieden noch genießen kannst, darfst du die zwei Sachen gerne mitnehmen. Jetzt, mach das lieber nicht. Applaus mal für Selin, so gut, come on. Der nächste, den ich brauche, muss ich jetzt leider von seinem Instrument wegholen. Wisst ihr, wer das ganze Ding produziert hat und geschaut hat, dass es so amazing tönt? Kannst auch weiterspielen, ich kann es dir auch aufbringen. Weil, hey, der Philipp, genau das Gleiche über den Selin. Philipp, das ist dein Job, dass du Sachen aufnimmst und produzierst. Und du hast gesagt, hey, schau, wenn ihr kommt, ich finde das geil, dass ihr das macht und ich will das unbedingt mit euch machen. Und darum, auch bei dir, ihr habt die Abrechnung gesehen. Also, die Stundenzahl, die da drauf, das glaubt ihr im Fall immer noch nicht, dass du so wenig Stunden für das gebraucht hast. Hey, riesen fettes Dankeschön für die unglaubliche Arbeit, die du gemacht hast, Philipp. Wir sind dir von Herzen dankbar und so glücklich, dass du mit am Start bist. Und du heute auch noch mitspielst, ey, so genial, oder? Come on! Vielleicht hat der Steffi auch noch Freude dran, weißt du? So, alright, was habe ich da noch? Jemand, den ich ganz speziell möchte hervorheben möchte, der immer sagt, ich habe ja gar nicht gemacht an dem Ganzen und so, aber jetzt musst du gar nicht abhauen. Jemand, der seit Jahren in das Worship Ministry und in Songwriting und in neue Songs und vor allem, und das können viele hier bestätigen, in Menschen investiert, ist der Bruce. Jawohl, Bruder. Bruce, ohne dich wäre das nicht passiert. Ohne dich hätten wir da oben heute oben nicht. Weil du hast in so viele Menschen von Anfang an geglaubt, die gesagt haben, hey, ich will gerne Songs schreiben. Ich weiss, als ich dir den ersten Song geschickt habe, und ich glaube, deine Antwort war so, hey, cool. Lass uns daran arbeiten. Dankeschön. Aber die jahrelange Eifer, die Glaube und deine Geduld, das muss man auch zuerst haben bei uns, deine Geduld und dein Glaube an uns hat so viel in uns ausgelöst. Und immer bist du zu uns gekommen und hast
bei dir sieht man einfach, du glaubst so fest an uns, glaube ich, wie Gott an uns glaubt. Und das machst du so gut. Und du hast so viele von uns wirklich ermutigt in dem, und ohne dich wären wir heute nicht da, wo wir sind. Deswegen, Bruce, vielen, vielen Dank. So geht's weiter, okay. Moment, lasst mich aussuchen. Ich liebe so Zeugs. Okay, 2, die heute so oben da sind, die ihr vielleicht so halb gesehen habt, amigs, weil sie so ganz schwarz angezogen sind und hier in der Gegend rumstehen, sind 2 alte Bekannte von uns. Und zwar Selin und Olli Grossenbacher. Jetzt wird er schon kommen, Aber jetzt hat er es nicht erwartet, gell? Hey, Selin, Olli, ihr 2 habt... Wer hat in letzter Zeit ein Instagram gerade beim Now ein bisschen geschaut und so? Wer hat die unglaublich guten Fotos gesehen, die da drauf sind? Das sind die 2 gewesen, come on! Olli und Selin, ihr habt gesagt, hey, ich habe euch angefragt und ihr habt Bock, um irgendwie Platten einfach ein Fotos oder vielleicht sogar vorher noch mit uns irgendwie Fotos machen. Und ja, wir haben vielleicht ein Budget, weiß nicht. Und dann hast du gesagt, Olli, hey, wir machen es einfach auch so. Und das ist unglaublich, weil ich weiss, was für grossartige Arbeit ihr 2 macht. Es ist so eine Freude, mit euch 2 das zu machen. Und es ehrt uns so fest, dass ihr heute so oben da sind. Und dass ihr da steht und Fotos macht und umeinander tigert. Es ist so gut, dass ihr da seid. Mega, mega cool. Danke viel, viel mal euch beiden. Ich weiss, du bist immer noch so ein bisschen... Hoffentlich immer noch so ein bisschen Comic-Fan, weißt du, so ein bisschen. Ich habe ein paar Riddler-Sachen drin gemacht. Mal schauen, ob du es rausfindest. Hey, genieße, dass er da drinnen ist und viel Spaß beim Weiterführen. Danke euch viel, viel mal. Nochmal einen Applaus für die beiden. So gut, hey. Danke, danke. In Abwesenheit noch ein Riesenapplaus für den Josh Hanki. Warum? Weil die T-Shirts, die dort hinten sind, hat der Josh Hanki gemacht. Genau das, was Zafira anhat. Das hat der Josh Hanki gedruckt und gemacht. Und zwar hat er mir gestern so am 11 Uhr angerufen. Gestern so am 11 Uhr. Hey Janik, ich bin langsam durch. Gestern so am 11 Uhr hat er noch mit der Shirin und mit 2, 3 anderen die T-Shirts gedruckt. Und das ist auch ein riesen Applaus wert, weil sie sind mega cool rausgekommen. Bald haben wir es geschafft. Nein, schaut, versteht, das ist wichtig, dass wir die Leute ehren, die da dran sind. Weil es ist wirklich nicht selbstverständlich. Und jemand, der auch immer wieder Geduld hat mit uns. Und wenn ich wieder komme und sage, haben wir noch ein bisschen Budget? Immer so schön lächelt und sagt, ja, ich schaue mal nach. Er ist der Timon, das ist geil. Ihr müsst wissen, der Brandy ist einfach immer da. Das ist voll unglaublich. Das ist unglaublich. Egal was ist. Ich habe ihm die Woche, weißt du, wir haben ja nicht wenig zu tun für die Platte, oder? Ja, ein bisschen. Und ich habe ihm die Woche noch angerufen, dass er noch irgendeine Predigtutensil organisieren für einen Sonntag. Und der Brandy so, ah ja, voll easy, mach ich auch noch. Und die Art ist so unglaublich wertvoll für dich. Du bist einfach ein Diener. Du bist wirklich einfach ein Diener. Und du hast so ein Herz für Worship. Und das merkt man mit allem, was du machst. Danke viel mal für deinen wahnsinnigen Einsatz für die Platte, Bro. Danke viel mal. Riesen Applaus für dich. So, und jetzt kommen wir zum Grande Finale. Ich darf hier führen, bitte. Grace, Sansia, Josh und Debbie. Komm mal schauen. Weil, in dem Säckchen hat es einfach noch mehr drin. Warte schnell. In dem Säckchen, nein. Ich will zuerst. In dem Säckchen hat es noch mehr drin. Weil, wisst ihr, was die 4 gemacht haben? Die 4 haben mit mir eigentlich alle Überstunden ausgefüllt, die ich diese Woche hatte und die letzten 2 Jahre hatte. Nein, das ist unser Kernteam von diesem ganzen Album. Ich habe sie am Anfang darum gebeten, hey, wenn ihr nicht eure Meinung abgebt, damit ich nicht allein verantwortlich bin für Entscheidungen. Es ist nicht wegen dem, sondern weil ich weiss, ihr 4 sind so treue Seelen. Und zwar nicht nur so der Kirche und der Worship Ministry gegenüber, sondern auch Gott gegenüber. Ich weiss, jede und jeder einzelne von euch hat so eine tiefe Begeisterung für Gott, für Jesus, für seine Nachfolge. Und darum sind ihr 4 genau die richtigen Leute gewesen, um zu sagen, hey komm, wir nehmen das in Angriff. Und es ist nicht immer einfach gewesen, oder? Es ist nicht immer einfach gewesen. Aber, Josh, super. Wenn die Janik wieder mal geschrieben hat, hey Leute, bis heute oben am 6 brauche ich Feedback für die Single. Und alle so,
Es ist 5 vor 6 geschafft. Nein, es ist im Fall so großartig. Ohne euch wäre das Ganze auch nicht zustande gekommen. Ihr habt so viel dazu beigetragen, dass wir Sachen vorantreiben können und dass wir richtig loslegen können. Darum danke jeder Einzelnen von euch mega fest. Danke Grace. Danke Josh. Danke Deb. Und danke Satya. Und ihr seht die Box. Aber wie ihr ja schon gesagt habt, sind ja wir offiziell das Kernteam von dieser Plattenausführung. Und deshalb, Jannik, ganz ehrlich, du bist einfach der Genius behind it. Und das ist unglaublich, was du einfach immer leistest, wie viel Energie du hast. Du bist wie so ein Duracell-Häschen, weißt du, kennst du die? Die musst du im Fall nicht aufziehen, die laufen auch so einfach, und zwar ewig. Und das ist wirklich unglaublich, was du für ein grosses Herz hast für Gott. Das ist wirklich, es ist eine Ehre, mit dir zusammen zu dienen. Auf dem Award steht Jannik Schmidt, the genius behind it all, zur Plattentaufe von With You. Und es leuchtet. Danke für das, was du gibst, Jannik. Du bist einfach unermüdlich unterwegs für das Reich Gottes. Und es ist einfach, du bist eine Inspiration für uns alle. Danke vielmals. Danke euch vielmals. Es war so ein schöner Moment mit euch allen hier. So geil. Fühlt ihr das auch? Es ist mega schön. Hey, wenn wir jetzt Zeit haben, zu jedem einzelnen Danke sagen, der auch noch hier mitgeholfen hat, zu euch komme ich allen nachher, zu allen hinter der Technik, die hier für die wahnsinnigen Visuals sind. Und auch zu den 2 Bands, die heute so am Start sind und den Worship schmeißen. So, ich komme wieder nachher noch mit dieser Box voll Geschenke. Ich fühle mich wieder Santa Claus voll mit. Alright. Hey, und jetzt ist es soweit. Wo ist sie? Haben wir sie? Okay. Wie ist sie ausgebaut? Ja, komm. Ja. Nein, komm, lass sie lieber drin. Raus, okay. Das ist die erste, die ich aus dem Karton rausgenommen habe. Die allererste. Okay? Und die taufen wir jetzt. Sind ihr bereit? Machen wir das zusammen. Wo sind da unsere Toms? Ja, kommen drauf, voll gut. Wir brauchen euch jetzt alle. Okay, sind ihr bereit? Alle Hände hoch. Der Niki hilft euch schnell, wie das funktioniert. Wir klatschen alle zusammen. Alright, is it ready, huh? Let's dance. Come on. Drown me, the fire out to burn.
safe in me. In your arms I let go. My heart is whole. In your arms, a place where I can lose. My refuge is in your arms. Your arms I let go. My heart is whole. In your arms, a place where I can lose. My refuge is in your arms. Du stehst hinter mir, seit ich leb, kämpfst du für mich, Vater für sein Kind. Mit jedem Hoch und Tief, ich weiß, du hast Freude an mir, du liebst mich, wie ich bin. Ein wahrer Vater bist für mich. Du bist treu, verlass mich nie. Ohne Anspruch liebst du mich. Ein wahrer Vater bist für mich. Wenn ich fall, fang schwer. In meiner Trauer stehst du zu mir. Du liebst mich, wie ich bin. Und du bist stolz auf mich, wenn ich trotz Fall und nicht aufgehe. Du liebst mich, wie ich bin. Ein wahrer Vater bist für mich. Du bist treu, verlass mich nie. Ohne Anspruch liebst du mich. Ein wahrer Vater bist für mich. Ein wahrer Vater bist für mich. Du bist treu, verlass mich nie. Ohne Anspruch liebst du mich. Ein wahrer Vater bist für mich. Hier kann ich sie, wie ich bin. In seinen Namen komm ich zur Ruhe. Bei dir kann ich sie, wie ich bin. In seinen Namen komm ich zur Ruhe.
Hier kann ich sein, wie ich bin. In deinen Augen komm ich zur Ruhe. Hier kann ich sein, wie ich bin. In deinen Augen komm ich zur Ruhe. Hier kann ich sein, wie ich bin. Aber Vater bist für mich, du bist treu, verlass mich nie. Ohne Anspruch liebst du mich. Aber Vater bist für mich. Aber Vater bist für mich. Du bist treu, verlass mich nie. Ohne Anspruch liebst du mich. Aber Vater bist für mich. Aber Vater bist für mich. Du bist treu, verlass mich nie. Ohne Anspruch liebst du mich. Aber Vater bist für mich. Jesus, ich danke dir so fest für genau das. Ich danke dir, dass du uns zu dir anziehst, dass du uns in deine Ruhe hineinziehst. Dass wir können zur Ruhe kommen vor dir, dass wir können auftanken bei dir. Und ich danke dir für all das, was du in meinem Leben, was du in unserem Leben gemacht hast, bis zu diesem Tag heute, Gott. Wir sind dir unendlich dankbar für dein Vaterherz, Jesus, wo wir einfach immer können zurückkommen können. Wo es keine Rolle spielt, was wir gemacht haben, was wir geleistet haben. Wo wir einfach immer wieder können zu dir kommen, Gott. Ich danke dir für all das, was du gemacht hast. Hey, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich kann meinem Gott eigentlich nur jubeln. Er ist so gut zu uns. Er ist so gut zu uns. Und egal, wo wir hingehen, egal, was wir vielleicht irgendwie nicht gut machen oder egal, wo wir am Schluss landen, Jesus ist immer da. Und er wird immer und immer und immer wieder nach unserem Herz suchen. Er wird immer und immer wieder uns vergeben. Er wird uns immer und immer wieder nachrennen, bis wir wieder in seinen Armen sind. Es hört nicht auf. Gottes Gnade fängt jeden Tag neu an und sie ist ewiglich. Sie hört nicht mehr auf. Und ich glaube, das ist die Message, die uns zum Jubeln bringen, oder? Also, come on! Lasst uns unseren Gott noch einmal richtig ehren. Lasst die Stadt hören, was wir für einen Gott haben. Und lasst uns richtig laut werden. Sind wir bereit? Mögen wir noch ein bisschen? Alright. Oh, let's do this. Alright, Leute, jetzt ist Zeit, sich bewegen. Seid ihr bereit? Come on. Wir kennen's. Come on. One. Come on. Over and over again, you heal my heart, fix what's apart. Over and over again, you heal my soul, make it whole. I know you are here, and I know you are here. You are the one I long for, you are the one my heart needs. So, jetzt haben wir noch besseres machen, komm on.
You hold the life we're longing for, and we long and love. You are the one we're living for, and we live in love. We step into the great unknown, 'cause we say with you, no fear. We're not holding back, and we live in us. We can't help but fall in love. 'Cause you are all we dream in love. We can't help but fall in love with you. We will throw ourselves in, no regrets, no holding back. We will fall into your arms, and you hold us. Our life that's screaming out your name is all we desire. Lead us to see the things we can't. It's on fire. We can't help but fall in love. 'Cause you are all we dream in of. We can't help with you. No regrets, no holding back. We will fall into your arms, and you hold us. We will throw ourselves in, no regrets, no holding back. We will fall into your arms, and you hold us. Hey, wir sind zwar jetzt langsam am Ende von der Probe, aber das ist nicht das Ende von unserem Worship. Das ist nur der Anfang. Wenn du morgen wieder aufwachst, wird Gott neu an mit deinem Song. Und einmal zusammen kommen. In everything we say, yeah, in everything we do, we lift your name higher. We lift your name higher. In everything we say, yeah, in everything we do, lift your name higher. We lift your name higher. We will throw ourselves in, no regrets, no holding back. We will fall into your arms, and you hold us. Woo! Jawohl. Ich hoffe, euch geht es auch so wie mir, dass ihr keine Stimme habt. Aber nur so ist ein Worship Night auch richtig. Okay, es ist viel schlimmer, als ich gedacht habe. Wow, auf jeden Fall so guten Abend zu Ende. Morgen ist wieder besser, hoffentlich. Hey, genau, so schön war mit euch das zu teilen. Und wir können mich nicht ernst nehmen, gell? Auf jeden Fall ist es so gut, dass wir das haben dürfen hier mit euch irgendwie teilen und ein Stück weitergeben von dem, was wir die Jahre gemacht haben, was wir hier reingesteckt haben, wo irgendwie Herzstück von uns drin sind in diesen Songs, in diesen Zeiten, wo wir zusammen angesessen sind und geschrieben haben und überlegt haben, hey, wie ist Gott denn eigentlich? Hey, und nehmt das in Anspruch, wir sind hier oder ganz oben
Wir uns ausfragen über Songs. Irgendwelche Leute fragen, hey, wie machst du das viel? Das wird wahrscheinlich ich den Niki fragen. Genau. Aber nehmen das auch in Anspruch, um die T-Shirts zu kaufen. Es ist so geil und sie sind echt bequem, muss ich sagen. Ich konnte ganz oben tanzen. Genau, also singen nicht unbedingt. Genau. Hey, und es hat auch Pommes frites an der Bar. Vergessen das nicht. Jawohl. So gut. Wow. Genau. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, was hier noch läuft mit dieser Band, mit God Pop Now, eigentlich ist in Planung, dass wir Touren machen. Ich habe gehört, wir gehen auf Tel Aviv. Nein. Okay. ICF Tel Aviv. Der Ralf hat es abgesegnet. Genau, nein. Hey, folgt uns auf Instagram, dann sind wir immer up to date, was in unserer Probe läuft, was in unserer Touren läuft, was bei uns in der Halle läuft. Genau, macht das und einen wunderschönen Oben und ein schönes Wochenende. DJ Kumba, genau, DJ Kumba. In 20 Minuten, das ist am 10 vor, wenn ich das richtig rechne, dann gibt es hier After Party mit dem Raffi Kumbatski. Ein bisschen mehr von dem DJ-Sound von jetzt oben. Genau, macht's gut und gute Zeit. Ciao zusammen.